Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir sind momentan mitten im Kellerbau, wo sich einfach bei mir noch die Frage aufgestellt hat. Also wir können jetzt das mal ganz kurz mal schnell anschauen. Und zwar, ich wollte da noch alles ausfüllen mit Quarz. Also mit dem, nicht mit Quarz, mit Netherrack. Und ich bin mir ziemlich unsicher, ob wir genug haben und bin gerade am Überlegen gewesen, ob wir als allererstes wollen, nochmal in einen Nether gehen, um ein bisschen farmen. Und ich glaube, das machen wir auch. Ach, sie sieht so cool aus, unsere Zuckerrohrfarm. Sie sieht so cool aus. Mal schauen, wie viel wir jetzt bis jetzt schon zusammengespart haben. Also 16 Stück dürfen es sein. Nein, erst 8. Also sie sind wirklich erst einmal gewachsen. Wir müssen mal schauen, dass wir die wirklich ein bisschen grösser machen, damit sie sich mehr rendiert. Ich wieder. Löli. So, dann würde ich sagen, dann machen wir uns direkt mal schnell auf, nochmal in Nether, so ein bisschen Netherstein zu farmen, damit wir unseren Keller direkt fertig machen können. Und danach schauen wir dann gerade, wie wir den Zaubertisch am besten, wenn ich nicht tue. So. Oh, ich werde angegriffen, Was macht denn eine Spinne da rein? Ich glaube, ab und zu können Viecher durch das Portal auch durchlaufen in dem Fall. Das ist aber auch so etwas, was ich wirklich nicht gewusst habe. Aber ich würde sagen, wir machen uns nicht gerade, wir tun nicht lange umeinander suchen. Wir fangen direkt einmal da ein bisschen abbauen, oder? Wir müssen ja da nicht extra unbedingt gross umeinander schauen. Das Einzige, was ich sicher mal mache, ist, ich stelle da ein paar Fackeln am Boden, weil es ist einfach so dunkel da rein. Es ist einfach so dunkel und unerträglich da rein, dass wir jetzt einfach ganz schnell Fackeln anstellen und jetzt wir da schauen, dass wir vielleicht 2 64 Stacks im Gesamten haben. Ich glaube, mit dem sind wir dann sicher mal gut dran. Mit dem sollten wir den Keller gut, ohne Probleme anbekommen. Wie viel haben wir schon? Also, das geht ziemlich schnell. Es geht schneller, als ich erwartet habe. Es geht sogar, glaube ich, schneller, als wenn wir Stein abbauen, weil der ist ja wirklich ein Klick und weg ist das Zeug. Also Stein, wir haben sogar länger zum Abbauen als Netherstein. Also Nether... Wie sagt man dem? Netherrack. So, dann würde ich sagen, das lange schon wieder. So, moin. So sind wir schon wieder zurück. Das ist ziemlich schnell gegangen. Zum Farmen. Aber ich würde sagen, dafür können wir jetzt in Ruhe und gemütlich unseren Keller fertig machen. Und zwar wollte ich sowieso noch ganz kurz schauen, wegen der Breite wegen der Breite. Die Länge im Großen und Ganzen ist schon mal gut. Also die Länge, die passt mir. Das andere ist, wie viel Breite das wir momentan haben. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also jetzt ist es so, wenn ich nochmal wandern tue, haben wir je 3 Platz. Und ich glaube, das wäre viel zu wenig. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir da nochmal 1 gegen raus gehen. Für das brauche ich aber sicher nochmal eine Schaufel. Dann müssen wir da trotzdem nochmal ganz kurz auf und dann muss ich nochmal eine Leiter tun. Eine Schaufel würde sogar... Oh, wir haben da wirklich sogar auf Vorrat Schaufeln. Also da muss ich gar keine machen, sondern einfach eine nehmen. Das ist doch schon mal flott und da müssen wir noch unbedingt einen Steg machen, aber wir müssen da hinten sowieso also nochmal abändern. Daher können wir das jetzt mal laden. Dann nehmen wir da in dem Fall nochmal eine komplette Länge weg. Da habe ich mich das ein bisschen verschätzt mit dem. Dass wir einfach wirklich eine Breite haben von 8x8, damit wir auch genug Platz haben da unten, weil sonst wäre es ein bisschen mühsam, wenn wir nachher am Schluss gar keinen Platz haben da unten. Falsch. So, dann bauen wir zuerst mal das Zeug da noch weg. Und nachher können wir nämlich direkt unseren Stein machen. Ich glaube, die Länge hier müssen wir in dem Fall auch noch nehmen. So. Und das wäre jetzt die Länge, die wir eigentlich unseren Nether annehmen. So. Dann sollten wir nämlich nachher 8 auf 8 haben, wenn ich mich nicht total verrechnet habe. Ja, eigentlich unnötig verbrauchter Stein dort, aber lassen wir jetzt mal ganz kurz. So. Dann tun wir die Wand noch schnell einmal einreißen. Und dann können wir hier nämlich auch gerade das Nether ziehen. Also wir kommen gut vorwärts. Finde ich schon mal ziemlich flott. Das heisst, wir müssen jetzt einfach noch die ganze Wand zumachen und gleichzeitig müssen wir dann noch schauen, dass wir einfach noch genug haben für die Decke. Ich hoffe, es lange und sonst können wir ganz kurz nochmal ganz schnell nochmal in Nether. Also weiter weg ist er ja nicht und abgefarmt ist es ja wirklich recht schnell. Also so, dann haben wir schon mal die Wand gezogen. Das heisst, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Wand hier hinten. Das können wir jetzt ganz kurz mal schnell noch machen. Ich hoffe, nach dem Nether können auch die Leiter festheben. Also die Leiter, die wir hier haben, dass wir die festheben. Dass ich mir da keine Sorgen muss machen, dass wir wieder rauskommen. So, jetzt geht die Leiter automatisch ab. Genau, das heisst, die Länge muss ich auch noch wegnehmen. Da. Und da haben wir einfach ein Holz in der Brandung. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Dann haben wir da noch ein bisschen Steiss, Eisen. Da haben wir sogar einen Block Eisen, sagen wir doch auch nicht nein. So. Dann füllen wir das da auf. Jetzt hoffe ich, wir haben wirklich genug. 59 könnte recht knapp werden, aber es könnte noch lange.
drücken wir Daumen, dass es langen könnte. So. Und dann sollte das von der Breite her eigentlich ziemlich gut passen, denke ich. Also, dass wir wirklich ein bisschen genug Platz haben, nicht, dass wir da einfach keinen Platz drin haben. Und ich bin die ganze Zeit noch am Überlegen, ob wir jetzt die Decke einfach aus Holz lassen oder nicht. Aber ich glaube, wir machen wirklich einfach einen ganzen Raum aus Nether. Ich finde den Stein so cool und ich denke, das sieht so richtig mysteriös aus, wenn wir da unten drinnen sind. Und die Decke wollte ich dann eigentlich gleichzeitig auch noch Glowstone platzieren. Das heisst, dass wir vielleicht immer so... Ja, irgendwie immer so... Ich fülle mal komplett auf und dann schauen wir nachher, wie wir den Glowstone machen. Ich glaube, das wird ein bisschen kompliziertere Sache, damit das gut aussieht. Von Anfang an reinsetzen. Dann müssen wir es lieber im Nachhinein reinsetzen. So, aber wir brauchen in dem Fall doch noch mal ein bisschen Nether. Das heisst, wir müssen noch mal schnell in Nether reingehen. Dann machen wir das ganz kurz, aber ich denke, wenn wir jetzt einmal einen 64er Stack rausholen, dann sollten wir eigentlich genug haben. Der ist immer noch da am rumchillen. Ich weiss nicht, was der für ein Problem hat. Ich glaube, dem gefällt es da richtig. Aber ich weiss nicht, ob man den kann einnisten, dass wir ihm jetzt ein Häuschen bauen, dass er da bleibt. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns zuerst um den Nether. Voilà. Ich würde sagen, wir haben den gerade hier abgeschaufelt, dann machen wir einfach gerade hier schnell weiter. Und nachher können wir dann direkt einmal den Verzauberungstisch noch anklatschen. Da haben wir sogar ein bisschen Quarz. Das nehmen wir doch liebend gerne mit, wenn das da gerade so aus der Wand rauskommt. So, vielleicht schaffen wir es mit dem sogar auf Level 30 Grad, weil mit dem tut man, glaube ich, soweit ich weiss, am schnellsten leveln in Minecraft, wenn man das abbaut. Also nicht zu 100%, sondern nur soweit ich weiss. Aber es sieht ziemlich gut aus. Wir sind fast Level 30, das heisst, wir können dann schauen mit dem Verzauberungstisch, wenn wir dann die Bibliothek dazu gebaut haben, dass wir direkt eine Level 30er Verzauberung drauf tun. Die ganzen Verzauberungen selber kenne ich nicht. Die einzige, die ich kenne, ist Behutsam und Glück. Also müssen wir dann mal noch anschauen, was wir da alles machen können. So, dann haben wir schon wieder 48 zusammen. Ich glaube, wir nehmen jetzt einfach hier noch die Reihe runter, damit das einigermaßen gut aussieht. Auch hier im Nether rein. So, dann haben wir 64 zusammen. Ich würde sagen, das langt nicht. Let's go! Wieder zurück. Ui! Ich habe gerade den Sternenhimmel gesehen. Oh, es wird Abend. Ja gut, das macht ja eigentlich nichts, wenn es Abend wird. Wir sind ja sowieso drinnen am Arbeiten. Ich würde sagen, wir ignorieren jetzt, dass es Nacht ist, sondern wir jetzt wirklich einfach schön gemütlich unsere Keller weiterbauen. Wir jetzt wirklich schön gemütlich unsere Keller weiterbauen in dieser Zeit. So, dann füllen wir gerade mal schnell die Decke auf und nachher schauen wir dann. Aber ich will Glowstone rein tun. Ich wundere dann, ob das gut kommt. So, wenn ich mir das vorstelle. So. Und in diesem Raum sollten wir eigentlich nachher Verzauberungen, wie auch so ein bestimmtes Teil, wo man nur, also so etwas Bestimmtes, was man nur im Nether findet, anmachen. Ich weiss jetzt gerade eben nicht mehr, wie das heisst. Das sind, glaube ich, so Warzen oder irgendetwas. Ich würde jetzt mal sagen, wir probieren jetzt immer so mal sicher so an den Ecken rein. Das wäre immer 3, 4, dann wäre eigentlich da einer. Das wäre jetzt ein bisschen dumm, hä? Das wäre jetzt ein bisschen dumm, wenn ich das so mache, von der Geometrie her. Ich glaube, wir fangen einfach mal da einen an. Also wir schauen sonst immer, dass wir so drinnen einen platzieren mal. Oder wir tun es direkt einmal abschirmen. Das könnte man natürlich auch machen. Wir machen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heisst, 4 würde ich gerne eine Linie ziehen. Das wäre 1, 2, 3, 4. Das heisst da, oder? Und dann haben wir dann 1, 2, 3, 4. Sehe ich das richtig? Ich hätte es 9 breit machen, damit das klappt. Ich hätte es 9 breit machen für das. Nein! Das heisst, wir sollten nochmal eine Reihe breiter machen. Und ich glaube, das machen wir auch noch ganz kurz. Damit das dann auch wirklich symmetrisch gut aussieht. Und am besten gehen wir eben in die Richtung, damit die Leiter sich auch noch ein bisschen mehr in die Mitte verzieht. Denke, das sollte eigentlich gut kommen. So. Dann bauen wir da nochmal schnell ein bisschen Erde ab. Ich hoffe, wir treffen hier auf nichts Spezielles. So. Also so eine in die Länge geht, das dauert ja nicht wirklich lang. Darum machen wir das jetzt mal ganz kurz. Aber das ist jedes Mal so, wenn ich irgendetwas baue, dann muss ich es dann nachher wieder abbauen, weil es mir wieder nicht gefällt oder so. Aber das ist so typisch ich irgendwie. Aber ich sage lieber, geben wir uns Mühe, dafür sieht es nachher auch dementsprechend gut aus. Anstatt wir da einfach irgendetwas machen und dann sieht es nachher nicht gut aus. So, dann die Reihe da noch schnell wegnehmen. Also wir haben wirklich genug Nether gesammelt schon mal. Das ist schon mal ziemlich gute Information, die wir haben. So. So. Genau, und jetzt würde ich da in der Mitte eine Linie ziehen. Das wäre da etwa. He? Dann haben wir da 4 und da 4. Weil da, auf einer Seite würde ich dann die Warzen abpflanzen und auf der anderen Seite würde ich dann eigentlich gerne Bibliothek machen.
Das heisst, wir hätten jetzt eigentlich etwa so rum. Und jetzt können wir da nämlich schauen, wie wir das machen mit dem Glowstone. Der Verzauberungstisch, das wird jetzt auch wieder dumm, weil wir den Verzauberungstisch nicht in die Mitte tun. Aber weil dann hätten wir da wieder 2 frei, oder? Aber ich wollte aber, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Das ist jetzt mein Problem, aber Bibliothek, wir müssen ja den Bibliothek so 3x3x3, also warte jetzt mal schnell. Verzauberungstisch, also Bibliothek hätte ich jetzt darum dumm und Verzauberungstisch eigentlich so in die Mitte rein, aber das können wir ja jetzt nicht machen, das ist jetzt das Problem. Das heisst, eigentlich müssten wir trotzdem schauen, dass wir trotzdem noch eins übergehen. Aber ich hoffe, dass es dem von der Bibliothek her langt. Ich hoffe dann wirklich, dass es von der Bibliothek her langt. Der Verzauberungstisch muss in die Mitte, die Bibliothek muss rundherum. Also eigentlich könnte man den Verzauberungstisch, glaube ich, auch hier hin tun und die Bibliothek rundherum machen. Das sollte, glaube ich, eigentlich auch gehen. Das heisst, wir lassen einfach hier weniger Platz für die Warzen, die wir im Nether finden. Dann wird es halt doch ein bisschen unsymmetrisch. Aber dafür stimmt es nachher mit dem Verzauberungstisch, glaubst du? Ich glaube, es stimmt schon wieder nicht. Warte jetzt mal schnell. Ich brauche mal Licht. Ich bin mich da voll am Erzählen. Es ist noch früh am Morgen. Okay, lassen wir es gerade mal so. So, schnell Licht an. Verzauberungstisch würden wir jetzt hier anstellen und die Bibliothek würden wir rundherum machen. Ist das richtig oder da? Aber eher da. Das heisst, wir würden da sowieso nochmal eine Linie gegen rauskommen. Wenn wir den Verzauberungstisch da nicht tun, nehmen wir 2 Platz da aus und 2 Platz da raus. Das heisst, wir ziehen die Bibliothek rundherum. Also da wäre ein Verzauberungstisch. Jetzt wollte ich mir da aber schnell etwas vermerken. Und zwar, ich will genau oben dran. Eigentlich so einen Glowstone reinmachen. Sieht jetzt halt nicht wirklich Perlen aus, aber ich habe mir gedacht, das sieht vielleicht noch cool aus, weil es jetzt so gerade so in der Mitte drin ist. Wir könnten natürlich auch so irgendwie so etwas machen. So etwas. Ich denke, das sieht schon wieder ein bisschen besser aus. Und dann würde eigentlich genau da drunter dann der Verzauberungstisch kommen. Und rundherum machen wir dann die Bibliothek. Das sollte eigentlich lang, oder müssten wir ihn da nicht tun? Ich glaube, das sollte eigentlich lange. Dann haben wir da immer rundherum einen Platz und nebendran die Bibliothek. Ich glaube, das sollte klappen. Und da können wir dann so unsere Warzen pflanzen. Wenn wir Warzen finden im Nether, können wir die da pflanzen. Dann können wir da hier natürlich dann auch noch ein bisschen Glowstone eigentlich reinmachen. Damit das etwa gleichmäßig aussieht. Jetzt weiss ich nicht, ob das Kreuz ein bisschen zu blöd kommt, aber ich habe mir gedacht, so ein Kreuz wäre halt noch cool. Schweizer Flagge, oder? An den Himmel rauf. Für das bräuchten wir dann halt noch ein bisschen mehr Glowstone, aber ich denke, das würde auch noch cool kommen da. Dann machen wir das einfach so. Gut, dann schauen wir mal schnell wegen dem Verzauberungstisch. Dann machen wir mal einen Verzauberungstisch. Jetzt muss ich zuerst mal schauen, was wir für einen Verzauberungstisch alles brauchen. Für einen Verzauberungstisch brauchen wir 4 Obsidian, 2 Diamanten und 1 Buch. Okay. Ein Buch sollten wir gut herstellen. Wir haben ja da hinten noch Papier. Oder da drinnen. Wo haben wir das Papier an? Da haben wir Papier. Also mit Papier sollten wir eigentlich gut anstellen. Warum aber jetzt gerade mal schnell noch die restlichen Sachen wieder vom Inventar. Erde haben wir wieder was. Das heisst, wir könnten mal wieder eine Runde im Nether drehen. Eisenerz, tun wir jetzt gerade mal schnell da rein. Spezielle Sachen haben wir da noch Quarz. Aber nicht der Quarz gehört ja eigentlich zu den Erz. Also das könnten wir ja eigentlich da rein tun, zum Platz sparen. Dann haben wir irgendwie noch 16 Eier, warum auch immer. Oder einen habe ich noch. Nein, falsches. Zack. Aber da muss ich trotzdem noch an. Die Leiter tun wir mal da an. Hey, ich habe sogar bei mir ein Problem. Ich muss mein Hirn ein bisschen mehr anstellen. Monstersachen haben wir da. Zack. Da haben wir noch ein bisschen Weizenkörnchen. Die tun wir da rein. Und den Rest Eier können wir eigentlich auch da rein tun. Das tun wir da an. Glowstone und den Netherstein. Da können wir eigentlich so spezielle Sachen. Ich bin aber gerade überlegt, ob wir die einfach bei Stein rein sortieren. Nicht der Rock. Machen wir mal so. Gut, Papier. Jetzt habe ich völlig vergessen, was wir mitnehmen. Wir brauchen Papier, wir brauchen Erz. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir Diamanten da nicht drin haben, weil Diamanten würden eigentlich... Also eigentlich gehören diese Sachen da noch Obsidian, das heisst, wir haben nur 2 Obsidian, das heisst, wir müssen noch unbedingt Obsidian besorgen. Und eigentlich können wir diese Sachen ja auch da rein tun, um ein bisschen Platz sparen, aber wir nehmen da sicher schon mal 2 Diamanten raus. Mit Papier sollten wir ein Buch machen, das heisst, jetzt fehlen uns noch 2 Obsidian, das heisst, wir müssen jetzt noch schnell Obsidian besorgen. Jetzt wollte ich aber gerade mal schauen, wie man das Buch macht. Muss man da einfach ausfüllen? Nicht, okay. Muss ich da schnell googeln, wie man das genau macht, das Buch. Das Buch macht man mit einem Leder und 3 Papier. Alles klar. Oh, ich rühre das Zeug noch davon. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Ich glaube, wir haben sogar noch Leder. Jawohl. Also wir können sogar mehrere Bücher machen. Ich weiss aber nicht, wie viel wir dann brauchen für eine Bibliothek. Das müssen wir dann einmal schnell noch anschauen. Wie ist das Buch gegangen? Das genaue Rezept ist es so gegangen. Gut, dann haben wir das Buch erstellt. Neues Rezept verfügbar. Schau das Rezeptbuch. Ja, nice. Jetzt haben wir gerade die Bibliothek freigeschaltet. Jetzt können wir noch schauen, was wir für die eigentlich alles brauchen.
Für das braucht man dann eben recht viel Zuckerrohr, soweit ich weiß. Was ist das da? Sensorgleis. Für was braucht man ein Sensorgleis? Bibliothek, Bibliothek. Wo haben wir da Bibliothek? Du, 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 du. Du, 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 du. Da ist es nirgends. Wir haben ein Buch mit Federn. Für das, was wir das brauchen, weiss ich nicht. Für was wir das brauchen, weiss ich nicht. Aber ich suche eigentlich Bibliothek. Wo ist Bibliothek? Das haben wir noch bekommen. Ein Lesepult. Ja, cool. Was kann man mit dem anstellen? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich würde aber gerne wissen, wenn ich eine Bibliothek mache. Ah, da. Bücherregal. 3 Bücher und immer 6 Holz. Okay, das heisst, wir brauchen recht viel. Okay. Wir haben jetzt ein Buch. Wir müssen jetzt noch Obsidian farmen. Für Obsidian brauche ich aber meine Diamantspitzhacke. Dann gehen wir das ganz kurz schnell besorgen. Ich glaube, die habe ich sogar dabei. He? Ah, die habe ich sogar schon dabei. Okay. Dann gehen wir noch schon 2 Obsidian besorgen. Ich weiss nämlich genau, wo wir das schon holen gehen. Das weiss ich schon ganz genau. Wir haben hier unten so eine Quelle. Wir haben hier unten schon mal Obsidian abgebaut. Ich habe das Gefühl, das Beste ist, wenn wir gerade nochmal dort hingehen. Um das können wegnehmen. Jetzt habe ich kein Wasser mitgenommen, aber ich hoffe, wir schaffen das trotzdem. Es sind ja nur 2 Stück, die sollten wir eigentlich gut auch so bekommen. Oh, boing, 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 boing. Ich schlage mir überall den Kopf an. Hey, ich muss das wirklich noch ausbessern, die Mine da. Genau. Jetzt war das ja da unten gewesen. So, irgendwo da unten war es gewesen. Wenn wir ganz kurz schnell wieder suchen. Da unten ist es schon. Voilà. Nice, okay. Und dann haben wir da jetzt die Obsidian, die wir abbauen müssen. Da unten ist jetzt, glaube ich, das Lava. Darum stehe ich jetzt so an und versuche es einfach so zu machen, dass wir nicht gerade unbedingt in die Lava reingeht. Weil wenn wir jetzt sterben, das wird ziemlich dumm. Wir haben alle Sachen bei uns. Ausser ich mache so. Nein, er ist runtergefallen. Mühsam. Aber das heisst, den können wir, glaube ich, wegnehmen. Wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal schnell, ob es mit dem funktioniert. Ich hoffe, da drunter ist keine Lava. Nice, den haben wir. Jetzt versuchen wir das gleiche nochmal mit dem da und... Nein, das wird dumm, dann komme ich gar nicht mehr rüber. Ah doch, ich habe noch Stein im Inventar, sehe ich gerade. Ich habe noch Stein im Inventar, das funktioniert. So, come on. Nice, okay. Das heisst, wir haben jetzt beide Stück, die wir brauchen. Schon wieder gesammelt, dann können wir uns da wieder gegen buddeln. Zuck, zuck. Wo ist der? Hä? Bin ich jetzt da? Bin ich jetzt da? Zack, ich muss nämlich da rauf. Hä? Muss ich nicht da rauf? Wo bin ich denn da gekommen? Bin ich jetzt voll verwirrt? Sind wir da innen runtergekommen? Ich glaube, wir sind da innen runtergekommen. Oh, ja, voll. Okay. So, nice. Nein, wir sind an einem anderen Ort raufgekommen. Hä? Verwirrtheit herrscht, aber das lassen wir jetzt mal so bleiben. Den Rest können wir mal so stehen lassen. Dafür können wir jetzt unsere Verzauberungszeit machen. Yeah! Das heisst, wir sind schon mal einen Schritt näher an unseren Verzauberungen, besonders an der Verzauberungsbehutsamkeit, weil das wollte ich ja haben, bevor wir in die Mine gehen. Und das Gute ist aber, wir haben selbst also Zuckerrohrform, die selber formt, weil wir brauchen viel Zuckerrohr für Papier und wir brauchen Leder und für das haben wir ja Kuhform. Also wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Die Frage ist einfach, wie lange die Zuckerrohrform braucht, um wirklich genug Zuckerrohr zu formen. Also wenn wir jetzt sehen, jetzt wird es bald wieder abgeschlagen und dann kommen wir wieder wahrscheinlich 8 Stück über, oder? Es ist sogar schon mal wieder einmal passiert, aber ich glaube es eher weniger. Wir müssen gerade mal schnell reingüchseln, aber ich glaube eher weniger. Das sind immer noch 8 Stück, also es braucht wirklich lange Zeit. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir mehr Materialien haben, um sie erweitern, zum grösser machen. Hey, aus dem Weg! Nein, Eli. Du belästigst mich da richtig. So, dann gehen wir unseren Verzauberungstisch mal machen. Wir sollten jetzt alle Materialien beieinander haben für den Verzauberungstisch. Und zwar so, jawohl. Und dann gehen wir den gerade mal schnell platzieren, mal schauen, ob das gut kommt. Genau, ich wollte dann genau da drunter, also es wäre eigentlich da, hä? Da wäre jetzt unser Verzauberungstisch. Jetzt können wir da schon mal schauen, ob wir irgendetwas verzaubern könnten. Gar nichts, aber ich glaube, für das bräuchten wir jetzt den blauen Dingsbums da. Das blaue Dingsbums da. Ich weiß gerade nicht, wie es heisst. Der da. Lapiz. Lapiz bräuchten wir, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche, um jetzt etwas verzaubern können. So, dann nehmen wir da mal Lapiz rein und dann tun wir mal unsere Diamant rein. Und jetzt, oh, ich kann das sogar wirklich Effizienz 1, Effizienz 1, alles Effizienz 1. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Da zahle ich 3 Level, aber ich komme nur Effizienz 1 über, das ergibt gar keinen Sinn. Genau, da müssen wir eine Bibliothek umeinander machen.
Ich würde jetzt mal sagen, wir müssen jetzt schon mal so viel wie wir können machen. Das heisst, wir können jetzt mal schnell Holz holen. Dass wir so viele Bibliotheken wie möglich mal schnell machen. Aber ich glaube, für das brauche ich ein bisschen mehr Holz, oder? Wir nehmen das und das Holz mit. Und dann schauen wir mal, weil Leder habe ich schon wieder verräumt. Habe ich das Leder schon wieder verräumt? Nehmen wir mal mit und dann schauen wir mal, ob wir wenigstens eine oder zwei schon mal anbekommen. Jetzt wollen wir schon güchseln. Wo ist das nochmal gewesen? Das war da gewesen. Genau, Bücher. So, 5 Bücher können wir machen. Ich glaube, dann schaffen wir wirklich genau nur eine einzige Bibliothek zu anbekommen. Also ein einziges Bücherregal anzubekommen. Dann langen unsere Materialien schon wieder nicht aus, aber das ist schon mal, ich denke, ein guter Anfang. Komm, lass mich runter. So, dann tun wir die da an. Und jetzt können wir das eigentlich, ich glaube, soweit ich weiss, hier in Ecken reinstellen. Oder ist das zu weit weg? Jetzt ist die Frage, wenn ich das wegbaue, wird es zu einem Buch? Nein! Ah doch, 5 Bücher, das heisst, wir müssen jetzt nochmal mit Holz machen. Okay. Okay. Nochmal auf ein neues. Um zu wissen, ob es funktioniert. Oder ob ich da weniger Abstand lassen muss. Ich glaube, wenn ich es hier anmache, sollte das funktionieren. Jetzt sollte da eigentlich so Zeug überfliegen. Eigentlich. Aber wir können es ja so anschauen, indem ich es da nicht tue und das rein tue. Bringt gar nichts. Effizienz 2, doch. Ich glaube, jetzt bringt es etwas. Aber wir haben jetzt erst eine einzige. Doch, jetzt fliegt es über. Jetzt funktioniert. Die Partikel, die wir sehen, die jetzt hier überfliegen. Wieso passiert es jetzt nicht mehr? Jetzt fliegen so. Ah, da. Ganz kleine Partikel, die hier überfliegen. Und darum müssen wir jetzt darum eigentlich so eine Bibliothek ziehen. Und machen das wunderschön. Und dann können wir hier auf Level 30 Stufen. Jetzt momentan können wir nur mit Level 3 blöd gesagt. Oder Level 6, glaube ich, ist das. Und Level 5. Also wir können jetzt Effizienz 2 drauf tun, was uns eigentlich momentan nicht viel bringt. Darum müssen wir schauen, dass wir unbedingt mehr Bibliotheken machen. Wir müssen schauen, dass wir mehr so Bücherregal machen. Aber wisst ihr was? Das Ganze, das machen wir weiter in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit eurem Schweizer. Ich danke vielmals fürs Einschalten, sorry, dass ich die Folge so verpeilt bin. Aber ich hoffe trotzdem, dass es Spass gemacht hat. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft. Bis dann und ciao.